Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht nicht gut. Nicht allzu fest verklüpfen, weil einmal im Jahr tue ich ja meine Haare schneiden. Und ihr seht, richtig kurz. Der Bart ist mittlerweile länger. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, weil was ich euch möchte zeigen ist der Hydra Cover Shooter. Und zwar ist das eigentlich nicht wirklich ein Game. Es ist mehr so ein Tech-Demo, wenn man aber so schön sagt. Es ist jetzt mittlerweile Version 0.3 erhältlich und zeigt eigentlich relativ schön, wie man dann in die virtuelle Welt eintauchen kann. Es ist wirklich das Game, das mich am meisten reingesogen hat. Ja, in letzter Zeit. Vor allem jetzt eben gerade die neueste Version, die seit gestern draussen ist noch ein Stück besser. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Moment schnell, vielleicht nehme ich die Cam schnell mit. Jetzt seht ihr mein Chaos. Und dann schaut euch noch schnell das Ding an. Das sind so die Razer Hydras, die ich mir auch geholt habe. Eigentlich so wie Nintendo Wii U, da, die Nunchucks oder so. Oder eben irgendwie auch PlayStation Move, so in dieser Form ist das. Und was ich jetzt eigentlich mache, ist mal noch so das Bananentäschchen anlegen oder wie auch immer. Jetzt sieht man mein Screen nicht so gut. Ich muss die Cam glaube ich noch ein bisschen aufnehmen. So. Ja, das passt glaube ich, weil ich bin auch so ein bisschen in Bewegung. Ich hoffe, dass man mich hört. Was man hier eigentlich machen muss, schnell zum zeigen, ist die zwei Hydras mal in die Hand nehmen. Und dann wird man relativ schnell realisieren, dass mit der... Ja, die Linie ist jetzt gerade ein bisschen crap, dass man mit der rechten Hand Knarren kontrolliert. Und mit der linken kann man eigentlich die Höhe von einer Spielfigur, schön, das sieht richtig geil aus bei der Aufnahme, kann man die Höhe bestimmen. Und jetzt muss ich eigentlich grundsätzlich her chillen und mal mit beiden Hydras, das sind so Trigger auch, auf die Basestation zielen, hier mal abdrücken. Und jetzt muss ich das noch schnell entwirren. Jetzt muss ich eigentlich das linke Hydra an meinen Körper anmachen und am besten macht man das auch wirklich mit so einem Täschchen. Und das führt dann dazu, dass ich mich kann bewegen kann. Ich hoffe wirklich, dass man etwas hört. Und natürlich auch ein bisschen in Deckung gehen oder halt eben dann wieder ja, zeitlich ausweichen. Gut, das hätten wir jetzt. Das heisst, das ist angemacht, jetzt kann ich den Trigger ziehen. Und jetzt, damit das Game oder das Tech-Demo weiss, wie gross ich bin, muss ich jetzt hier die Hydra hinter mir Ecke haben und einen Trigger drücken. Und jetzt kann man eigentlich loslegen. Das heisst, ich lege jetzt mal noch schnell die Rift an. Es ist schon ein bisschen noch eine Sache, bis man alles eingestellt hat, aber es lohnt sich. Holy moly. Genau. Also, jetzt muss ich hier ein bisschen unten durchspienzeln. Und kann jetzt hier meine Knarre in die Hand nehmen. So, das kann ich alles richten. Und das Abfahren, ja, jetzt stimmt es nicht ganz. Sie ist fast ein bisschen hoch. Ja, aber anstatt das jetzt noch einmal schnell zu kalibrieren, legen wir gleich los. Das heisst, das Coole ist eigentlich, dass ich jetzt mit dem rechten Hydra kann ich Knarre anschauen, kann ein bisschen rumballern, kann das Magazin entfernen. Dann kannst du sogar so reinschauen, sehen, dass dort eigentlich nicht viel ist. Und zum Reloaden habe ich es einfach an die Brust. Und ich kann sogar auf mich selber ballern, was eigentlich nicht zu empfehlen ist. Bringt tut es nicht. Ich kann Waffen wechseln, das heisst, ich habe hier noch Standardknarre. So, jetzt komme ich glaube ich hier oben ein bisschen an. Und ja, das ist schon cool gemacht, das Teil. Sieht man auch schön mit Patronen wegfliegen, durch die Unge landen. Also. Und als drittes hätte ich noch Hages dabei. Genau. Kann ich hier den Pin ziehen und das Teil dann so ein bisschen vorschießen. Nicht allzu realistisch, aber egal. Also, legen wir los, würde ich sagen. Die Pistole ist mir eigentlich am liebsten. Kann ich auch ein bisschen mit zwei Händen hier so rumziehen. Also. Jetzt mit dem Stick kann ich einfach vorlaufen. Unten sehe ich anhand von einem Pfeil, der relativ weit hinten ist, in welche Richtung ich schaue. Weil mein Körper bestimmt auch meine Laufrichtung.
Das heisst, ich laufe jetzt mal hinter die Deckung hier. Deck, deck, deck. Jetzt höre ich hier Schritte, jetzt höre ich hier, wie sich hier irgendetwas Robotermässiges bewegt. Ich weiss mittlerweile, oder die Spots sind, ich warte schnell auf das Bürstchen. Den hätten wir. Und die Sache ist jetzt eigentlich die, wenn jetzt, oh, jetzt ist das Ginsey noch da. Mal anschauen. Jawohl. Das ist jetzt genau das Prinzip, dass ich hier eigentlich jetzt schön ausweichen kann und schlussendlich hier in die Deckung gehen kann. So. Und das ist eigentlich fast ein bisschen gefährlich, wenn man allzu viele Objekte in der näheren Umgebung hat. Aber es ist also richtig wichtig, weil ich sage jetzt mal, oh, ich bin noch schon ein bisschen näher hin, das merkt ihr gerade, jawohl. Jetzt können wir hier rauskommen, auf den Typ schießen. Und dann vielleicht sogar jetzt hier führen und hier mal in die Deckung gehen. So. Jetzt sieht man hier eigentlich schön, wenn ich hier ein bisschen ausweichen habe. Ziehe vorne, und ein paar Schüsse ab. Nicht wirklich etwas frei. Den hätten wir. Das ist der Finger. Ja. Die sind zum Glück nicht so intelligent. Nein, von dem her schaffen wir das eigentlich easy. Jetzt gehen wir schnell drüber spielen. Da scheint nichts zu sein. Auf dieser Seite habe ich einen gehört laufen. Ja, dort hinten hockt noch einer. Genau. Ja, okay. Jetzt sehen wir hier durch auch noch einen und den kann ich zum Glück auch erledigen. Und der ist jetzt aber vorgezogen, oder? Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wo der sich befindet. Da unten hätten wir auch nichts. Das heisst, ah ja, schau, jetzt ist der raus, das besser. Komm schon, schön nachladen. Nein. Schön, ja, es funktioniert noch nicht perfekt. Das hat irgend so ein junger Typ oder so das programmiert. Das ist eben schon ein richtig geiles Game. Im Sinne von einmal so ein bisschen das Gefühl geben für Deckung und das zu nutzen. Also jetzt habe ich Tage, genau, jetzt nehmen wir mal die Uzi vor. Ich denke, da kann ich mal schnell ein bisschen vorlaufen. Irgendwann höre ich noch einen bewegen. Ja, dort hinten wäre noch einer. Der Typ hier. Irgendwann braucht er noch gar nichts. Das heisst, ich ziehe mal hier schnell rüber. Gehe noch geschwind in die Hocke. Schaue, dass ich die Knarre nicht zu fest ins Gesicht bekomme. Schaue, dass ich mit dem Kabel nicht zu fest verhedere. Und jetzt wäre das Käbel hier hin. Das tut weitergleichen. Gut, egal. Wenn das der einzige ist, dann stört uns das nicht allzu gross. Die Frage ist einfach, wie gut dass ich den verbrechen kann. Eigentlich gar nicht, he? Lass mal schnell. Jetzt aber. Jetzt aber. Das schnell das nicht so. Ui. Da in Deckung, ja. Das Gitternetz ist auch ein bisschen mühsam, aber es hilft, dass man nicht fest rumzieht. So. Achtung, jetzt wird es mühsam. Jetzt können wir nämlich die kleinen Bombenteile. Komm schon, nachladen. Nein! Mal, ich habe nachgeladen, gut. Jetzt irgendwann für jeden Runde ab, weil das war noch nicht. Dort wären sie auch noch mal. Einfach. Das heisst, wir können jetzt eigentlich noch eine Stunde rübergehen. Und ja, ihr seht, das ist alles noch ein bisschen spässlich. Die Distanz scheint jetzt auch nicht wirklich hier zu knallen. Aber es gibt einem doch mal einen relativ guten Eindruck. Wow! Kann mal schnell pausieren. Und ja, wie seht, ich habe mich relativ weit zurückbewegt. Ich hoffe, dass es etwas aufgenommen hat. Jetzt muss man schnell noch die Brille anlegen. Wow! Und also ich muss sagen, wenn ich dann mal das Zimmer wieder oder das Büro besser gesagt, aufgeräumt habe, wenn ich mir ein gutes Konzept habe überlegt, vielleicht wie durch beim Mikrofon halt so eine Führung für das Oculus, dass man sich ein bisschen besser bewegen kann und eben auch ein bisschen Platz haben, könnte das schon noch spannend werden. Und wenn man sich dann sogar überlegt, dass man eventuell eine kleine Kartonschachtel oder so vor sich herstellen könnte, wo er eigentlich die Deckung repräsentiert, dann kann man sich sogar mit der Hand dort festhalten und so auf und ab. Das Gefühl, mit drin sein, mit drin sein, ist wahnsinnig, wirklich. Vor allem eben gerade durch das Tracking vom Körper noch, die Höhe und die Drehung und all das, mit der Knarre so in der Hand.
es ist wirklich erst ein Gebastel, aber wow, also wenn die Leute mal oder ganze Teams wirklich Zeit und Energie investieren, das wird richtig cool. Ja, das war es mit dem Hydra Cover Shooter Version 0.3. Es wird in nächster Zeit sicher noch Zeit oder ein anderes Game kommen, wo ich halt einfach mit dem Oculus und vielleicht auch gerade im besten Fall mit der Hydra-Serie irgendetwas zusammen zocken. Das war es von meiner Seite. Macht's gut. Ciao zusammen.